Sag mal, ganz ehrlich, ist hier irgendwie ein Generationentreffen im Gang oder was? Ich meine, zuerst Mendoza, dann juckt mich der Arsch noch. Dann taucht dann noch Ursigo plötzlich auf und jetzt auch noch die alte Schrapnelle. Oh mein Gott. Ja, willkommen zu diesen 3 Titan Lords und mal gucken, was die alte Tintenfischbraut zu sagen hat. Mara hieß, ja genau, so hieß sie die alte. Sollen wir was zum Aufnehmen? Ah, hier, der Seelenstaub. Gut. Mara! Oh, was ist es, dass es sich wagt, mich anzusprechen? Kriech wieder unter deinen Stein, Mensch. Du musst ja eine ganz wichtige Person gewesen sein. Person? Hat es etwa Person gesagt? Niemand stellt sich einem Titanenlord in den Weg. Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich das auf der Stelle erledigen. Also besser für dich, wenn du wieder verschwindest. Hey, einen Moment noch. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Das ist, glaube ich, die falsche Antwort, war. Oh, mein Schädel, ich muss wieder pennen. Tschüss, bis nächsten Morgen. Mara, der Titanenlord des Wassers, glaube ich, war. Auswiesen 2, was wollte die Alte jetzt plötzlich? Was? Matt, lass mich doch einmal in Ruhe, Matt. Verdammt. Was ist denn der Typ ständig? So, sind die Gegner wieder da, wie das Kroko und so Dinge? Ich glaube nicht, wahr? Wer ist der hier? Hat der vielleicht eine Quest für uns? So zum Abschließen? Jage nie nachts im Dschungel. Er wird dich jagen. Okay. Sehr weise Antwort, sehr weise Antwort. Was ist ein Teleportstein? Hallo, Teleport, ich suche euch. Na, eine Höhle, genau. Nix für uns, Doch, ich muss dorthin. Irgendwann soll er zurückgehen hier, war. Oh. Hey, wo bin ich jetzt gelandet? Nur ganz abseits. So, jetzt können sie ungefähr stimmen vom Weg her. Naja, mehr oder weniger. Hui! Das war cool. Was? Aha! Trotzdem Schaden bekommen, ganz geil. Nee, gehört. Ja. Was? Wait mal. Ja. Ach so, es war hier so seltsam. Jetzt erinnere ich mich wieder, genau. Mann, ey. Also geografisch bin ich nicht gerade die hellste Leuchte, ich weiß. Ja, was soll's. Vollvergleicher haben wir. Können nachher zurück zum Lager gehen. Soll aber erst einmal hier noch das mit dem Stab und so machen. Und gucken, ob es vielleicht noch etwas anderes gibt im Dorf. Du. Ja, ist gut. Ist da jemand? Nee. Sah nur so aus, als gerade wieder wäre so ein fetter Gorilla, aber nee, war bloß ein Blatt, das im Winde wehte. Und die Äffchen und so, cool. So, dann mal gucken, was direkt hier abgeht. Der Voodoo-Zauber fehlt ja auch noch, stimmt. Hallo, bin zurück. Wegen der Zutaten für dein Zepter nochmal. Chi, bring sie mir, sobald du sie gefunden hast. Einem starken Panther habe ich das Herz genommen. Dann werde ich es gut aufheben. Es wird das Herzstück unseres Zepters sein. Ich habe ein sehr stabiles Spinnenbein gefunden. Chi, das ist großartig. Das wird der Griff für unser Zepter sein. Boah, Alter, wie viel Gold. Ich habe einen ziemlich großen Jadebrocken gefunden. Chi, der wird das Kopfstück unseres Zepters werden. Gut gemacht, Gutscho. Dankeschön. Ich habe dir all deine Zutaten gebracht. Dann ist das Zepter der Ahnen nun bereit. Ich werde es unverzüglich an Hiruto übergeben. Nur dank deiner Hilfe werden wir die Ahnen nun bald wieder besänftigen können. Vielen Dank. Nimm dies. Es wird dir auf deinen Wegen nützen.
Außerdem will ich dich den Zauber des Schwarmes lehren, wenn du bereit bist. Das bin ich. Kannst du mir etwas beibringen? Frag Hoshi. Dann werden wir sehen. Sprüche stellen lernen? Nee, doch noch nicht. Lass uns handeln? Nee, auch nicht. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch... Oh, was du nicht sagst. Ich mag immer... Halt. Diese unnötigen Kommentare, ganz ehrlich. So, gibt es da drüben jetzt noch etwas für uns? Nee. Wow. Nee, das ist zu gefährlich. Aus dem Weg, Mann. Dankeschön. Die Ahnen zu besänftigen. Tja, ganz kurz am Abspeichern. Sheko, was willst du? Oh, ziemlich viel. 110. Das stimmt, das war die Truhe. Ich renne mich wieder. Da irgendwie eine Wutsam noch anwenden, war. Wie ging der schon wieder? Noch übernehmen. Okay, wo ist denn der jetzt genau? Der war ich auch schon, oder? 60, genau. Die Heavy-Truhe. 40, da fehlt nicht mehr viel. Wir müssen es nochmal steigern. Das Problem ist halt, Fingerfertigkeit fehlt noch. Und nicht mehr viel, nur etwa 55 Ruhm. Scheibenkleister. Das ist auch geil. Ne, mache ich erstmal das andere. Kann ich die Truhe hier aufmachen. Vielleicht ja bereits, indem ich ihn übernehme. Wo ist er überhaupt? Unten war. Warte mal. Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Kieler werden stark und bekriegen alle Gujos. Ich merke schon, das führt zu nichts. Allerdings. Yalla Yalla oder Makoto wird böse. Okay, bringt das so also wirklich nichts. Würde mal sagen, müssen wir die Ausrüstung ein bisschen... Wie geht das genau? Muss das so machen? Nee, wa? Das geht anders. Das ist nur das Gleiche. Das Amulett auch. Magie haben wir doch jetzt die Bube von Makoto. Muss die... Ja, muss so auswählen. Okay. Mal gucken. Makoto Wulu. Ich bin geil, Mann. Du. Ich werde mit allen quatschen. Zaubergewirr. Kann ich mit dir noch irgendwie quatschen jetzt? Großes Voodoo, Gucho. Du hast es geschafft. Nicht schlecht, was? Chi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Ich weiß. Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hiruto. Überzeuge ihn, dass nicht alle Gutschos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Alles klar. Wo ist er hin? Ah, hier oben ist er. Chaka Hiruto, Makoto möchte mit dir über die Gujos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Gujos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Gujos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Gujos? Hiruto zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Gujos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Oh, das war früher. Makoto hat seine Meinung über die Gujos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein, wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hiruto Argumente von 3 weiteren Kieler, warum wir nicht gegen die Gujos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hiruto Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. Ach du Scheibe, klang es. So, die Meinungen der Kieler sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten.
Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Das ist schlecht. Kommen wir zurück. Was mache ich jetzt? 3 Argumente. Ixil grüßt Makoto. Was denkst du über die Gutschos? Wieso möchte Makoto das wissen? Ich versuche, Hiruto zu überzeugen. Hirutos Sicht der Dinge ist auch meine Sicht der Dinge. Damit kann ich nicht viel anfangen. Taka? Makoto hat nur laut gedacht. Huck! Tonka! Huck! Tonka! Schade. Ich brauche mehr Hilfe. Ohne guten Grund wird Hiruto seine Meinung über die Gutschos nicht ändern. Uwamba. Chaka Hiruto voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat. Wenn wir Kieler den Kampf mit den Gutschos suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. Immerhin ein Grund. War dann noch mehr Gutschuss. Gut, sag schon Gutschuss. Mehr Worte der Kieler. Einen habe ich zwar, mir fehlen noch ein paar weitere Stimmen. Makoto, dieser Tonka hat zu tun. Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Tufa? Chi, du bist nicht mehr als kleiner Jäger. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Was hältst du davon, die Gutschos zu opfern? Große Bambule mit Gutschos? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Das war Hirutos Idee. Oh, dann Idee doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Trotzdem nicht die Lösung. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein. Denke ich auch. Okay, das zweite Argument. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder wechsle, oder muss wieder... Ich kann nicht so ins Menü switchen, geht so nicht. Also kann ich aber auf der Karte nicht nachgucken, wo das dritte Argument sein könnte, oder welches es haben könnte. Huck! Tonka! Ja, das garantiert nicht. Vielleicht ja eher noch. Yala, Makoto. Ja, ist zwar kein Hike, von dem her... ist relativ wenig, aber vielleicht aber doch Glück. Was willst du noch von mir? Gucho, Gocho, Shihoko, Yola Martao. Was? Gucho Kawabanga? Exakt. Bambule, Bambule und so. Gib mir alles, was du hast. Nee, come on. So schlimm sind wir jetzt auch wieder nicht. Okay, ich habe erst 2 Kieler auf meiner Seite. Die will nichts mehr sagen. Tonka! Sie ist auf meiner Seite, aber das alleine reicht natürlich nicht. Wir brauchen noch eine dritte Stimme. Die finde ich viel leichter drüben, wenn ich sie nicht hier finde, aber ein kleines Problem. Okay, kämpfen kann ich so auch nicht, wir müssen also die Kontrolle wieder wechseln. Ja, könnte schwierig werden. Ich hoffe mal, ihre Stimme wird ausreichen, wenn nicht, habe ich echt ein Problem. Oha Makoto, zum Takabahati? Kannst du mir etwas Gutes über die Gutschos sagen? Warum Palaver in Sprache der Gutschos? Ich möchte den Gutschos helfen und lernen ihr Palaver. Uwamba mea Tosheka. Hike sum Capo. Du wollen wissen, was ich denke von Gutschos? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortao und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Gutschos verbünden würden. Das klingt gut. Und tschüss. Worte Weisheit, Worte Schutz. Das dritte Wort haben wir vergessen, aber spielt keine Rolle. Wir gehen zurück mal und können hoffentlich bald den Körper wieder verlassen. Der andere steht dann dort unten und kontrolliert uns. Wo ist der große Taka? Ah, da ist er ja. Taka, Taka, Taka. Hiruto. So, die Meinungen der Kieler sind Hiruto also wichtig. Chi, wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten.
Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Die Kieler werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tavonga, Hirutu hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Such weiter. Tenya sagt, wir Kieler werden beim Kampf gegen die Gutschos viele Männer verlieren. Moleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug. Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hirutu überzeugt. Ein Kampf gegen die Gutschos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Natürlich, nimm Makoto. Nochmal Ruhm 400, Gold erhalten. Einfach nur geil. Liegt denn dort? Oh, Bobo. Hallo, Bobo. So. Gehen wir ganz kurz runter, wieder Kontrolle zurückgeben und dann mal gucken, was er bereits geändert hat. Was? Bambule, Gujo. Ups, Entschuldigung. Chi, du verstehst. Sehr gut sogar. Alles klar. Jetzt haben wir das hier noch. War? Kann ich was machen? Verstehe Anstein? ich nicht. Jo, ich auch nicht. Verstehe was von Schlösser knacken. Ein 40er Schloss. Mal gucken. Sogar ein paar Fette darunter. 3, 2, 1, 4, 5, 6 oder wie? Keine Ahnung. Ein bisschen Käse, Gold, Jadestein. Alles klingt plötzlich viel. Die Truhe fehlt noch. Oder 2060 Gold. Okay, das dürfte eigentlich reichen. So, Tenya. Lass uns handeln. Verkaufen gerne. Und zwar erstmal Plunder. Was haben wir hier noch Schönes? Muscheln. Oh, müssen wir wieder aufmachen, wa? Ein hohen aber 5. Für Eingeborene ein bisschen wenig, oder? Wobei, welche Eingeborene sollen sonst gemeint sein? Müssen eigentlich die sein. Ja, komm, geht schon. Ich kann da ganz kurz nochmal die Dinge aufklappen, die Muscheln. Aber nur eine. Ono Bambule. Entschuldigung. Mann, ich bin kurz ausgerutscht, plötzlich. Da. Scheiße. Höre, ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ach ja? Chi, ich werde die Piraten dulden auf unserer Insel. Aha. Woher jetzt der Sinneswandel? Mein Volk sprach in Weisheit zu mir. Ich werde auf seine Stimme hören. Tja, dann sag ich mal, den Ahnen sei Dank. Danke dir für deinen Rat. Hier, nimm dies, Friedensstifter. Boah, Alter. Ich habe Tenya geholfen, das Zeichen der Ahnen zu fertigen. Ist das so? Nun gut. Dann hast du dich als würdig erwiesen, in unseren Stamm aufgenommen zu werden. Wir werden die Zeremonie der Anrufung abhalten. Dann werden wir sehen, ob die Hike dich erhören. Bitte später. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Gut, Hoshi der Kieler. Hiruto wird dir zuhören. Doch wisse, der Pirat Slim hat unseren Boden entehrt. Er ist Kabuki für uns, Kieler. Kurz gesagt, er hat Mist gebaut. Chi, er hat Gaia erzürnt mit seiner Anwesenheit. Böse Aura. Tao, der Tod, erwartet ihn bereits. Sag, wie würdest du an Hirutos Stelle handeln? Vielleicht verbannen? Verschone sein Leben. Warum ist dir sein Leben wichtig? Er wurde getäuscht und hat eine zweite Chance verdient. Ich sehe deine Entschlossenheit. Gut, dieses eine Mal werde ich den Rat eines Gutschos achten. Geh nun und berichte ihm von meinem Urteil. Machen wir.
So, Zeremonie starten vermutlich eher weniger, weil dann, also müsste sowieso erst einen Bericht an Admiral Alvarez noch abgeben und dann, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das machen. Ich glaube eher wirklich noch, dass wir dann halt ein Wächter der Kristallmagier werden. Ich habe den Häuptling davon überzeugt, dich freizulassen. Oh Mann, danke. Ab heute werde ich eine ehrliche Haut, ich verspreche es dir. Ich werde ab sofort jeden Tag eine gute Tat vollbringen und... Jetzt halt einfach den Rand und mach, dass du von hier verschwindest. Danke nochmal. Ich breche auf zum Piratenlager. Wir sehen uns. Sehr gut. Menschenopfer, Fernkampf, Einfluss und so viel steigern. Ey, geil. Da habe ich jetzt 2000 Ruhm schon wieder. Cool. Der kritische Trefferchance zwar, aber Einfluss besser. Wieder speichern wollte ich sagen. Wieder, abwarten für Fingerfertigkeit, Schlösser knacken und so. Ne, komm, Einfluss wäre auch cool. Wir werden immer besser. Jetzt könnte ich theoretisch bald wieder mal den Nahkampf steigern. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Samogaya. Bring mir etwas über die Jagd bei. Hörner nehmen lassen. Wäre auch noch geil. Sollen wir das wieder machen? Ja, komm, wir haben genug Ich Gold. möchte Tieren die Hörner ausreißen können. Kein Problem, Hoshi. Kein Problem, Hoshi. Oh, kann's plötzlich, cool. Ja, so leicht kann's gehen. Okay, Freunde, der Part ist langsam zu Ende. Was können wir noch machen oder so? Hier ist der Kristallporter noch. Okay, gehen wir mal zum Anfang der Insel zurück, gehen ein bisschen schneller. Mit den Piraten ein bisschen quatschen und so, wieder ein bisschen Gold abstauben. Vielleicht sogar eine Nahkampftechniker lernen, wäre natürlich auch cool. Die kommen wir jetzt da zurück. Hey, hat doch jetzt eingesetzt, kann er jetzt nicht Teleport... Warte mal. Wie klappt denn das genau? Oder muss ich irgendwie... Ah, kannst du in der Zeit machen? Kann ich teleportieren? Ja. Cool. So leicht kann das gehen. Alles klar, jetzt haben wir Kolby, der konnte uns was beibringen, wa? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Und zwar den Gegenangriff. Ich möchte lernen, wie ich Angriffe kontern kann. Bei einer ordentlichen Konterparade ist es wichtig, dass du fest stehst. Es nutzt dir nichts, eine Attacke zu blocken, wenn du dabei aus den Socken kippst. Ansonsten achte darauf, den Schwung des Schlages mit deiner eigenen Waffe umzulenken. Das ist eine der wichtigsten Techniken, die du beherrschen solltest. Dankeschön, Klingentänze, machen wir anders mal. So, welcher war jetzt noch? Red, war? Hat dich eine steife Brise umgeweht? Sich ab! Ne, da war's nicht. Haben wir noch einen wegen... kommen wir jetzt da irgendwie durch? Hallo? Ah, dankeschön. Der Wasserträger Body? Das Wasserproblem ist Geschichte. Die Eingeborenen greifen euch nicht mehr an. Beim Klabautermann. Das ist ja ein Ding. Endlich keine Speerspitzen mehr, die auf einen gerichtet sind. Dann wird der Rum bald wieder fließen. Hast du wirklich gut gemacht. Hier, das ist für dich. Das ist reichlich wenig dafür, dass hier niemand verdursten muss. Na schön. Hier, ich lege noch etwas oben drauf. Ganz toll. Okay, rumlernen ist natürlich auch nicht schlecht, kann man auch noch machen. Ah ne, war das. Wo ist denn Harry schon wieder hin? Weil da werden wir das mit dem Feuervogeleiern. Ich habe hier 3 Feuervogeleier. Du machst wirklich ernst, was? Bring sie rüber zu Boos. Dann werden wir ja sehen, was er damit vorhat. Alles klar. Noch irgendwas braten gerade, wenn ich schon mal hier Ich bin. habe kein Fleisch zum Braten. Schade. Der Gegenangriff. Mich juckt schon in den Fingern, den auszuprobieren. So, dann haben wir den Rumbrennerei, wa? Hey, Boos! Die Eingeborenen werden das Wasser mit euch teilen. Ha! Die und teilen? Nie im Leben, Jungchen. Jeder verfluchte Fisch in deren Tümpel ist ihnen heilig. Warum sollten sie ausgerechnet jetzt mit uns teilen? Aber Nein, wir werden hier eher elendig verrecken. Das wirst auch du noch erkennen. hier ist die Lieferung, die du wolltest. Ah, sehr schön. Her damit. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und mache einen schönen Rum für uns alle. Wenn ich fertig bin, kannst du den Rum an alle im Lager verteilen.
Ich werde dafür einige Zeit brauchen, also komm später wieder. Wer Sklave wird selig. Da haben wir Slim. Was wirst du jetzt mit deinem neuen Leben anstellen? Naja, erstmal werde ich mir bei Boos einen saufen. Und dann? Sauf ich noch einen. Okay, du hast also noch keine Ahnung, was du machen wirst? Klar doch, ich werde für jeden Tag dankbar sein, den ich noch erlebe und... Säufst dir einen. Naja, schon verstanden. Besser als gar nichts. Kann ich denn gar noch etwas machen, wenn ich schon mal dabei bin? Ich weiß, Part ist langsam immer noch zu Ende. Okay, Nahkampf ist echt, was wir bald machen müssen. Der Rest, der Fingerfertiger natürlich auch. Ne, ja, Nahkampf war. Schwert ist das schon ziemlich hoch, trotzdem noch zu wenig. Ah, der alte Bogen, genau. Also haben wir auch schon 2 legendäre Gegenstände. 30 gibt es insgesamt, auch nicht schlecht. Gegenangriff haben wir bereits gelernt. Schwerter fehlen noch ein paar. Ja, Klingtänzel auch noch. Fechmeister, Schwertmeister, aber es fehlen noch so viele. Gold haben wir noch ein bisschen was. Das wäre 100. Okay, nein! Ah! Ah, nur gefressen. Gut, nein! Hä? Was ist los? Die Steuerung hat sich umgestellt. Was soll denn das plötzlich? Jetzt laufe ich, dann machst du nicht mit dem Digi-Kreuz, sondern machst du plötzlich mit dem Analogstick. Och Mensch, was ist plötzlich los, ey? Da gibt's ja nicht. Das Kontrolle langsam am Arsch, sieht fast so aus, oder? So, klappt's wieder? Ja, jetzt klappt's wieder. Was ist denn das gerade? Ganz crazy. Nun gut, ja, wenn wir sagen, was glaube ich nochmal für den Part für heute, Leute. Wir haben, glaube ich, sonst nichts mehr hier. Was wir machen könnten. Da sind wir noch in der Magie, genau. Der Reaktor, Nervensäge. Gut, können natürlich auch noch alles machen. Schauen wir, was da los war. Was? Was haben wir da gemacht? Das war jetzt gemacht oder spinne ich jetzt? Dann muss ich wieder zu ihr zurück. Hey, aber das Problem ist doch behoben. Also die irgendwo ein X. Ne, also ist ja auch keins. Wieso ist die Quest hier noch irgendwie offen? Also Rache ist süß, war, also sprich hätte ich ihn jetzt irgendwie... Ah, okay. Nee, also ich glaube echt, dass es irgendwie eine Quest ist. Da steht ja, Rache ist süß und meine Rache will und so. Hätte ich ihn also geopfert, hätte die Quest abgeschlossen, aber natürlich war er halt tot. Und von dem her... Ach stimmt, ja genau, die Affen trainieren. Was da los war, hat er bereits gemacht. Muss da zu Patty gehen? Nee. Hier scheint, oder muss dann mit Busa warten, bis er irgendwie da mit mir quatschen will. Da war ja auch noch was. Stimmt. Oder na, er war's, wa? Ja, was ist das? War wohl doch nichts. Was? Oh ja, die Eingeborenen werden uns überrennen. Lass mich mal an die Schnapsbrennerei. Rezept für Grog. Alles genug, wa? Haben wir den Grog erhalten. Boah, aber auch Zucker dafür, okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Ist der Rum fertig? Ich sagte doch, das dauert einige Zeit. Komm später wieder. Und was soll ich so lange machen? Geh jagen, sammle Pflanzen oder leg dich schlafen. Mach, was du willst, aber lass mich arbeiten. Naja, war klar. Okay, das geht also noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Was ist das? Er will auch nichts. Ja, doof. Warst du das noch etwas? Nee, was der Verrückte hier, Hawkins, früher mal ganz hohes Tier und jetzt plötzlich... Was willst du von mir? Mich hat niemand geschickt. Komm zu Verstand. Mich täuschst du nicht. Ich sehe es dir an. Du bist besessen. Aber ich habe dich durchschaut. Dein Plan, Unfrieden zu stiften, wird scheitern. Ebenso wie Douglas gescheitert ist. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Geh mir aus den Augen. Du hast dir im Lager nichts verloren. Sehe, die Dunkelheit ist nahe. Ein paar Spinnen getötet. Leider Douglas Gottes. wurde von ein paar Spinnen getötet. So? Und wer sagt mir, dass nicht du ihn getötet hast?
Weil das überhaupt keinen Sinn machen würde? Und ob es Sinn machen würde? Verräter gibt's überall. Ach, Menschenskind, ey. Kann es sein, dass du Selbstgespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge. Mach dich nicht über Hank lustig. Er kann auch ganz anders. Ja, ja, schon klar. Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Nee. Was? Nein! So, machen wir ein anderes Mal. Jetzt muss ich erst noch... Ich weiß, Part ist gleich vorbei, aber ich vergesse sonst wieder. Was Buddy, der mir etwas beibringen konnte. Etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Der Affentrainer lernen, genau. Ich bin noch nicht gut genug. Was? Der Einfluss fehlt? Wegen 3 mickrigen Punkten. Und ich hab's natürlich für die Härte verbraucht. Oh nee. Ja, leider doch war. So, was machen wir jetzt? Sehe Dunkelheit ist nahe. Ja, genau. Affenangelegenheit. Okay, aber da brauche ich erst, wie gesagt, einen Affentrainer. Das Gold hätten wir zwar dafür, aber für etwas anderes. Scheibenkleister. Nun gut, Freunde, im nächsten Mal, wenn wir sagen, machen wir hier kurz noch weiter mit Bones. Quatsch, natürlich. Mit Hawkins, genau. Gucken noch, was man mit Buß noch machen kann und so. Und sonst, wenn es sonst nichts mehr zu tun gibt auf der Insel, würde man sagen, gehen wir nach der Regua, wa? Oder vielleicht doch eher direkt zu Admiral Alvarez. Um einen Bericht abzugeben. Oh, Antigua, das ist schon eine Weile her. Tja, wenn immer sei. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Risen 3 Titan Lords und endlich auch mit dem Gegenangriff ordentlich Schaden einkloppen können. Ja, zumindest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.